Merci, Herr Präsident. Wir Piraten freuen uns, dass das wichtige Thema von der Digitalisation heute diskutiert wird, weil wohl bald jeder aus seinem Leben aus dem Digitalen betrifft. Das merkt ihr noch den Abend und die Messagen, die rundherum gegangen sind, wie wir mal Facebook, WhatsApp oder Instagram. Nämlich geht und Leute sich aufregen, dass das digitale Leben aber ein bisschen angefallen ist, nennen wir es mal so, an einem Abend, weil die sozialen Medien nämlich so gewinnen, das gewinnt das. Wären das guten Zufall gewesen, wer weiß, was die Amerikaner so gemacht haben. Das ist essentiell, nicht naiv und Digitalisation rundzugehen. Vieles, was wir bis dahin hören, klingt am ersten Moment zwar ganz wunderbar, als wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, aber viel mehr komplex wie es scheint. Jo, wir haben heute Chance, mit Hilfe von neuen Technologien vieles zu erreichen, was früher nie möglich gewesen wäre. Aber wir haben dafür auch eine enorme Anzahl an neuen Herausforderungen, die sich uns stellen. Moderne Technik wirft neue ethisch und sozial Fragen ab, und auch den Aspekt von Umwelt- und Klimaschutz darf nicht vergessen gehen. Wenn über die modernsten Technologien als Supercomputer geschwärzt wird, die zwar viel Kapazität leisten können, aber dafür auch eine enorme Konsumation von Energie kommen. Werden Internet ein Land, wäre der 6. größte Stromverbraucher auf dem Planet. Datenzentren, zum Beispiel die von Google, verbrauchen laut New York Times zusammen so viel wie ein Staat von 200.000 Einwohnern. Wenn die Regierung von der Digitalisierung schwätzt, von Innovation, von Forschung und Entwicklung, auch von künstlicher Intelligenz, dann hört ein Gefühl, alles wäre möglich, ein bisschen wie im Märchenland. Verschiedenes aktuell noch ungenutzte Potenziale sollen durch neue, leistungsstarke Technologien, die natürlich vollständig unter menschlicher Kontrolle stehen werden, endlich umfassend ausgenutzt gehen. So einfach ist das aber alles leider nicht. Am digitalen Bereich besteht das Risiko, für Bewegungs- und Nutzungsprofile umzulegen, so mit den Bürger gezielt zu erfassen, was sicherlich auch schon so manch große IT-Firmen machen. Dem Risiko gilt es vorzubeugen, für die Bürger nicht plakisch für die Multi stehen zu lassen. Auch an eigentlich gerade die neue Technologie sind fehlerauffällig. Das soll kein Grund sein, sie überhaupt nicht mehr wollen anzusetzen. Jederin hat Bande weiß wohl, dass gerade wir Piraten eine große Affinität vis-à-vis zu der Technologie haben, aber das heißt, dass ihnen sich über die Auswirkungen von ihrem Ansatz bewusst muss sein. Ein Beispiel. Aktuell ist es Programmierer von sogenannten neuronalen Netzwerken bzw. um Abschluss von ihrer Arbeit oft nicht mehr möglich, am Detail nachzuvollziehen, wie Maschinen zum Schluss ob die Resultate von ihren Berechnungen können, weil Berechnungsaufläufe sich über die ursprüngliche Programmierung heraus entwickelt haben. Das bedeutet, dass wir als einerseits vorstellen müssen, inwiefern wir die Resultate schaffen wollen, die nicht von Menschen geprüft können gehen und darüber hinaus aber auch evaluieren müssen, was das für Responsabilitäten vis-à-vis von unseren Inventionen bedeutet. Gerade wenn die Digitalisation am Bereich von der Medizintechnik und am Verkehr geht, müssen wir das Fragen an Konsiderationen ziehen, für den Fall von einem Fehler oder einem Ausfall vorsorgen. Den digitale Verkehr ging als mehr Sicherheit am Straßenverkehr ermöglichen, kann CO2-Abspuren an den Verkehr läuft mehr flüssig durch eine intelligente digitale Stauumführung. Ein gutes Beispiel ist aber, weil digital Technik viel mehr schnell führen, wie als Straßen, fitgemäß für diesen digitalen Wechsel. Die Regierung verpasst den Ausschluss bei den autonomen Fuhren, auch die Realwelt aktuell zu halten, gehört zum Digitalen, und dazu gehören auch als Straßen und als Schilder. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar auf den Datenschutz an den Auto gucken. Das ist so, dass leider als Regierung halt zu Lützeburg kein Handdruck hat, ob die Autos in die Verkauf gehen, wo die Daten vom autonomen Fuhren hinkommen. Da gilt es ganz klar, eine EU-Regelung zu treffen, für zu beugen, dass die Daten nicht missbraucht gehen. Auch im Bereich von der administrativen Digitalisierung ist es wichtig, dass wir uns nicht allein auf eine Technologie verlassen, für am Fall von einer Panne nicht so viel vulnerabel zu sein. Und dass also Staat nicht von einem Operateur aufhängig wird, auch für den Datenschutz zu garantieren. Allgemein ist es wichtig, sich im Kontext von neuen Technologien nicht von diesen aufhängig zu machen.
Dafür fordere mir Pirate seit langem am öffentlichen Dienst mehr Open-Source-Betriebssysteme und Programme zu unterstützen. Aus den Programmen, wo genau kann nur gucken, was an ihrer Programmation steht, für so Sicherheit zu erhöhen. So Open-Source-Programme für mehr eigenständig entscheiden zu können, welche Funktionen gewünscht oder eben unerwünscht sind, für so manner aufhängig von großen Software-Multis zu machen. Dafür deposiere mir eine Motion für den Start auf Open Source umzustellen. Das mit 50% bis 2021. Für ein paar Beispiele zu gehen, die auch positiv verlaufen sind, so aus Südafrika, die ihr Krankenkassensystem auf Open Source umgestellt haben, Südkorea als Hingang hat das Ministerium für Sicherheit und Inneres, Taiwan eine ganze Administration, Neuseeland hat alle hier Schulen auf Open Source umgestellt, Wien hat ein System entwickelt, das Linux heißt, für hier Administrationen, an Deutschland als die Agentur für die Arbeit, die damit schafft, an Frankreich Gendarmerie, die als positive Nebeneffekt zum Datenschutz und nach 70% von den Kächtekonten senken, was die IT anbelangt. Am Kontext von der Digitalisation von den Administrationen hoffen wir, dass die Regierung da wirklich tiefgreifende Veränderungen vorholen wird. Es kann nicht sein, dass sie muss über kommerzielle App Stores gehen, für eine App vom Staat zu benutzen. Wenn ihr von Digitalisierung schwätzt, dann geht es nicht nur darum, die Bayer-Dokumente auch als PDF anzubieten. Was wir brauchen, sind intelligente Services, die auf alle Plattformen funktionieren und nicht just mit kommerziellen Produkten wie Adobe Acrobat. Wo die Regierung schon digital NRW ist, als der Staatstrojaner. Ein Programm, wo ich auf den Computer geladen gehen, auch von unschuldigen Leuten für sie auszuspionieren, wie a menge parlamentarische Frohen lassen mir auch nicht locker, bis die Regierung endlich mit den Informationen herauskommt, wie so Staatstrojaner angesagt gehen. Weil die Firmen vom Staat so Programme verkaufen, können das auch mehr Baseline machen. Wo viel Schuld richten an dann mit einem Programm, wo viele Staaten an der Entwicklung mitfinanziert haben. Schon aktiv Datenbanken müssen abgeräumt gehen und eventuell neu organisiert gehen. Wir als un neue Projekte setzen, für noch mehr Daten zu sammeln. Aber was Transparenz von öffentlichen Seiten aus gespeicherten Daten angeht, müssen wir, wie spätestens so eine ganze Affäre von den geheimen oder nicht geheimen Kasi, deutlich gehen, dass nach ganz viel Aufgabe gemacht gehen. Da hoffen wir, dass das Regierung an den kommenden Wochen am Montag ehrlich eine klare Stellung bezieht und sich dafür heraus ganz allgemein mehr konkret für einen transparenten Staat ersetzen wird. Digitalisation ist nicht nur eine Möglichkeit für die staatliche Arbeit mehr effizient zu gestalten, aber auch eine neue Möglichkeit für die Bürger, mehr sicher und einfach über die Daten und Treatment von diesen zu informieren. Allgemein soll Digitalisierung von der Regierung nicht nur als Chance für den Staat und die Ökonomie gesehen gehen, sondern auch als Chance für Grundrechte von den einzelnen Bürgern. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, also sogar das Versammlungsrecht bzw. stehen heutzutage auch an engem Zusammenhang mit der digitalen Welt. Digital Reim an der Anonymität am Netz muss geschützt gehen. Für die Bürger hier Recht auf freie Meinungsäußerung, aber auch hier Recht, um kulturelle Leben teilzuholen, und selber kreativ zu gehen, zu garantieren. Immer mehr Formen von zivilgesellschaftlichen Protest gehen über das Medium vom Internet organisiert oder spielen sich komplett am digitalen Raum auf. Wie zum Beispiel am Fall von Online-Demoen, die auf alle Fall als Form von legitimen zivilgesellschaftlichen Prozess anzuerkennen, gilt, an der, wann es sich um DDoS-Attacken aus Protestgründen handelt, nicht dürfen kriminalisiert gehen. Es ist auch nicht zu verstehen, dass das ganze Land weiterhin in einen Generalverdacht gestaltet wird und nach immer eine Vorratsdatenspeicherung zu Lützeburg automatisch alle Bürger ausspioniert. Lützeburg sollte auch auf europäischem Niveau sich dafür stark machen, dass das Recht auf digitale Partizipation an der Charta von den europäischen Grundrechten festgehalten wird. Free Wi-Fi. Der freien und gleichen und gratis Zugang zum Internet muss garantiert sein, weil eine Voraussetzung für eine umfassende Bürgerpartizipation ist.
Dafür soll Digitalisierung auch als Chance gesehen gehen, für die Zivilgesellschaft zu begleiten und auch im nationalen Plan besser an den politischen Prozess anzubauen. Dafür richten wir heute eine Motion an für Free Wi-Fi am ganzen Land. Nur einem ähnlichen Konzept wie die Kommission Juncker dat angefordert hat mit Wi-Fi vor EU, wo sie Gemengen aktiv unterstützt, für dass die Wi-Fi können anbieten. So könnte mehr als feststellen, dass das zu Lützeburg Wi-Fi vor LU wäre. An der Staat ging die Gemenge beglede für den gratis Internetzugang, was für alle Grundrechte bis 10 anzubieten. Das ist so wichtig bei der Digitalisierung, nicht nur vielversprechend neu an moderne technische Innovationen zu denken, aber auch darüber, wie die Technologien, die wir vielleicht schon haben, gewinnbringend für die Population angesagt kann gehen. Dafür müssen wir aktuell klare Pisten, wie die Regierung Digitalisation in Zukunft nutzen will, für die Bürger Politik mehr nahe zu bringen. Das Recht auf politische Partizipation kann am digitalen Zeitalter viel mehr vielfältig ausgelöst gehen, wie das aktuell der Fall ist. Investitionen, performanten Fiberen an leistungsstarke Computer sind eine Voraussetzung für gelungenen Digitalisierungsprozess. Aber das allein geht nicht durch. Der richtige Ansatz von diesen Utilen, den alle Bürger erlauben soll, von der Technologie zu profitieren, sie effektiv zu nutzen, ohne dass Natur und Umwelt dadurch belastet gehen, ist für mich wichtig. Wir hoffen, dass die Regierung sich dieser Tatsache nach bewusst wird und nicht just Geld an die neue Infrastrukturen stürzen wird, die nur wenig reale Leben von den Leuten ändern werden. Nicht der Mensch als ein Wunsch nach unheilendem Fortschritt soll am Mittelpunkt für die Digitalisierung stehen, aber die ganze Gesellschaft und Umwelt muss als Anhaltspunkt für eine erfolgreiche Digitalisierung am Fokus von unserem Handel stehen. So, Herr Schwimmungs, merci.